An Hubert, seine preußische Tochter, hat viel zu viel Spielzeug. Und drum tragt er das zu der Fanny sein Bazar für Pflichtling. Schließlich reizt sie am aber und er tragt's wieder heim. Der Flori möchte für seine Mutter einen Buchsbaum in Schuss bringen, wo schädliche Ziefern drinnen sind. Er mehrt ihm aber so zu, dass er nimmer schön ist. Und schließlich kommt's auf, dass die Ziefern gar keinen Schaden nicht anrichten. Also kauft er am Ende einen neuen. Bald eins bei die Wirtsleit einheiraten möchte, muss er zuerst bei ihr einen Tag lang einen Kellner machen. Der Mike schafft das mehr schlecht als recht. Der Chris kann einen Viechtag der seine preußische Tochter alle noch nicht vergessen. Und wegen den macht er einen Dauerlauf nach dem anderen und ruiniert dabei seine Haxen und lügt seine Stiefmutter an. Und Kathi kommt da dahinter und hält ihm das für. Der Philipp möchte als Aushilfe beim Brei in der Buchhaltung arbeiten, aber zuerst versaut er mit seinen Spätzchen das Kriegerdenkmal und danach spioniert er an der Uschi seinen Schreibtisch. Sie nehmen ihm aber samt den. Weil er nachher auf seine Chefin steht und die voll fest findet, fängt der Hubert das Eifern an. Aber sein Alte sagt ihm, dass da gar keinen Grund nicht dafür gibt. Eine recht handige Kundin kriegt von Chris eine patzerte Antwort. Sein Vater macht ihm vor, wie man mit der Kundschaft süßelt. Aber auf das auf wird die gleich scharf auf ihm. Und schön mit der Hilfe von seiner Outsiderin wird es wieder los. Der Martin, der kommt alle wieder ein wenig. Und Rosi und Kathi reden ihm zu, dass er zum Doktor gehen soll. Er lässt sich aber nichts sagen.